Es ist Nachmittag und Jesus hängt seit mehreren Stunden am Kreuz. Hast du auch schon eine Person verabschieden müssen, die dir viel bedeutet und du warst da und du weißt nicht, wie lange die Person noch lebt? Es sind so spezielle Momente, in denen man jedes Wort besonders gut auswählt, denn man möchte nicht die Zeit oder den Moment vergeuden mit belanglosen Dingen. Und so hat auch Jesus am Kreuz nochmal gesprochen mit den Menschen um ihn herum. Und jedes Wort muss darum unglaublich wichtige Bedeutung für uns auch heute noch haben. Und 3 von diesen Situationen möchten wir uns gemeinsam anschauen. Schließlich kamen sie an einen Ort, der Schädelstätte heißt. Dort wurden alle 3 gekreuzigt. Jesus in der Mitte und die 2 Verbrecher rechts und links von ihm. Jesus sagte: Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus leidet am Kreuz. Es sind nicht nur die Schmerzen vom Kreuz selber, sondern Jesus spürt die ganze Last der Menschheit. Und doch spricht er nochmal aus: Bitte, Vater, vergebe diesen Menschen. Wenn ich in mein Leben zurückschaue, dann sehe ich hatte Momente, wo ich wirklich zornig auf Gott war. Ich war so unzufrieden mit meinem Leben, ich war verletzt von Beziehungen, die in die Brüche gegangen sind. Ich habe mich verglichen, habe gefühlt, Gott, du lässt mich im Stich. Es ist nicht fair, wie du mit mir umgehst. Und ich habe Gott angeklagt und ich habe mich entschieden, mich zu distanzieren von diesem Gott. Doch die Dunkelheit, in die ich dann hineingeraten bin, habe ich auch nicht ausgehalten. Ich habe gemerkt, ich brauche diesen Gott. Doch wie kehre ich mit all meiner Schuld wieder zurück zu Gott? Und diese Geschichte, als Jesus sogar am Kreuz in seinen größten Schmerzen, im größten Leiden drin nochmal gesagt hat: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die gibt mir Hoffnung und leitet mich dahin, dass ich wieder zu Gott immer wieder umkehren kann. Jesus will mir immer vergeben. Für Gott ist es immer wichtiger, wieder mich mit ihm zu versöhnen, als zurückzuschauen auf meine Fehler und sauer auf mich zu sein. Und das ist die Botschaft von Jesus am Kreuz für dich heute. Ich danke dir, Jesus. Egal wie weit ich mich entfernt habe von dir, egal wie fest ich gegen dich gesündigt habe, egal wie fest ich dich gehasst habe, heute, Jesus, brauche ich diese Vergebung und ich weiß, du vergibst mir immer. Und so machten sie es. In der Nähe des Kreuzes standen die Mutter von Jesus und ihre Schwester sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria Magdalena. Als Jesus seine Mutter dort neben dem Jünger stehen sah, den er lieb hatte, sagte er zu ihr: Frau, das ist jetzt dein Sohn. Das ist nun deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. Jesus ist gerade dabei, die ganze Menschheit zu erlösen. Er verändert das Schicksal der Menschheit. Der größte Moment in der Geschichte. Da hat doch Gott nicht etwa noch Zeit, sich um so einzelne kleine Dinge bei den Menschen zu kümmern. Doch, das hat er. Jesus nimmt sich Zeit, um seinen Jünger und seine Mutter anzuschauen, ihre Not zu sehen und sich um ihre Einsamkeit zu kümmern. In den letzten Jahren, als Corona da war, hieß es doch immer, Corona ist jetzt wichtig, wir müssen uns schützen, das ist wichtiger. Ob du ein bisschen einsamer bist, das ist nicht so wichtig. Dein Preis, den du bezahlen musst in dieser Krise, das ist nicht so wichtig. Es geht um das Große. Und zurzeit ist Krieg in der Ukraine, das ist schlimm, das ist schlimm. Aber deine Bedürfnisse, deine Nöte, deine Einsamkeit. Und wie schön ist es zu wissen, dass wir einen Gott haben, der das Große sieht und sich der Menschheit annimmt, aber dich und deine Nöte, deine Probleme dabei nicht vergisst. Danke, Jesus.
Meine Probleme sind dir nie zu klein. Meine Einsamkeit, meine Ängste, meine Sorgen. Sogar am Kreuz, in deinem größten Leiden, hast du dich um mich gekümmert. Und du kümmerst dich jeden Moment immer um mich. Danke, Jesus. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete. Du bist also der Christus? Beweise es, indem du dich rettest und uns mit. Doch der andere mahnte: Hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient. Aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Dieser Verbrecher, der hat ja gar nichts gemacht, dass er das verdient hätte. Wir sind manchmal so eingestellt, dass wir versuchen, gute Christen zu sein. Wir müssen doch auch zeigen, dass wir Gott lieben, damit es sich auch wirklich gelohnt hat, dass er sich für uns geopfert hat. Aber in dieser Geschichte ist alles ein bisschen anders. Dieser Verbrecher, der konnte ja gar nicht zeigen, ob er es wirklich ernst meint. Der hat nicht mal ein Übergabegebet gemacht. Der hat sich gar nicht taufen lassen. Der hat keinen Befreiungsdienst irgendwie gemacht, keine Seelsorge, hat kein Ministry gemacht, hat nicht gepredigt. Das Einzige, was er gemacht hat, er hing am Kreuz und hat geglaubt. Und Jesus sagt, das reicht. Ich werde noch heute mit dir in mein Königreich eingehen. Und ich darf dir die gute Botschaft heute verkünden. Dieser Verbrecher ist kein Einzelfall. Du und ich, wir gehören dazu. Das ist unsere Geschichte. Ich weiß, auch wenn ich am Punkt bin, wo ich nichts vorzuweisen habe für meinen Gott, auch wenn ich gar nichts zeigen könnte und ich hätte nur meinen Glauben, würde Jesus sagen, das reicht. Nimm an, dass ich für dich sterbe und wir werden gemeinsam noch ins Paradies einlaufen. Wie wunderbar ist dieser Jesus. Wie wunderbar ist seine Gnade, die er nochmals zeigt. Wie wunderbar ist seine Liebe zu uns, die sich zeigt in diesem unsagbaren Leiden am Kreuz. Beweist Jesus nochmal, dir werde ich immer vergeben. Um dich werde ich mich immer kümmern. Und dich werde ich immer retten. Was für ein wunderbarer Jesus. Was für ein wunderschöner Name, Jesus. You were the word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want to live without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful
a powerful name it is, the name of Jesus. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was mich ausmacht, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss all das Gute nicht, das er für dich tut. Er vergibt alle deine Sünden und heilt alle deine Krankheiten. Er kauft dich vom Tode frei und umgibt dich mit Liebe und Güte. Er macht dein Leben reich und erneuert täglich deine Kraft, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht, allen, die Unrecht erfahren. Wie unglaublich großzügig beschenkt Jesus uns. So viel Liebe in dieser ganzen Geschichte. Und er hört nicht auf, uns zu lieben, sogar am Kreuz, wo er hängt. Ich bin so dankbar, Jesus. Ich liebe dich so sehr, Jesus. Amen. Das ist die 5. Session gewesen. Bald kommt schon die letzte Session. Ich möchte dich da auch nochmals einladen, dass du mit dabei bist und dich nochmals um 14 Uhr reinklickst. An dieser Stelle möchte ich dir auch die Möglichkeit geben, dich in unserer Vision als ICF Church mit einzuklinken. Mit deinen Finanzen, du kannst den QR-Code scannen oder du gehst auf icf.church/give. Unsere Church ist nicht einfach eine Kirche, wo wir 2, 3 große Spender haben, die da das Ganze tragen, sondern es sind ganz viele Menschen wie du, wie ich, die ihren Teil mit beitragen, dass eben das Evangelium verbreitet werden kann, dass möglichst viele Menschen die gute Botschaft von Jesus Christus erfahren, so wie heute. Darum danke ich dir, denn hinter allem Geld, das gespendet wird, wissen wir, steht immer auch Glaube. Und Glauben hat eine unglaublich große Kraft. Und darum vielen Dank für deinen großen Glauben, den du auch hier mit rein investierst. Und ich glaube mit dir, dass gerade deine Investition auch hilft, dass Menschen heute an diesem Tag durch alles, was wir hier machen, berührt werden und diesen Jesus kennenlernen und gerettet werden können. Vielen Dank und bis später.